Ja, meine lieben Franz Eberhofer Krimi-Fans, wir sind jetzt angekommen bei der originalen Filmkulisse Wirtshaus Wolfinger in Deutenhausen. Das Zelt steht schon alles bereit. Es gibt originale, gut belegte, hauchdünn belegte warme Leberkässemmeln. Getränke ist gesorgt. Die Angela Neubauer wird kommen. Und hier hinter dem Wohnwagen, hinter dem Camper, ist die originale Filmkulisse, da wo wir dann reinschauen werden. Also, wenn ihr Spaß habt bei dem Video, bleibt dran. Und würde ich sagen, legen wir los. Dann immer die Bänke herinnen. Wird nichts verändert da herinnen zum Drehen. Das ist, wie gesagt, das ist der Originaltisch hier, da wo immer gedreht wird. Es wird auch demnächst wieder gedreht, im neuen Jahr. Es wird jetzt 2025 wieder ein neuer Eberhofer gedreht. Es wird ein Steckerlfisch-Fiasko verfilmt. Die Rechte hat wieder Konstantin, nachdem sie sich mit der Frau Falk geeinigt haben. Und es wird ein neues Buch erscheinen noch. Die Frau Falk hat wieder ein neues Buch geschrieben und das wird auch irgendwann dann nächstes Jahr rauskommen. Es ist so schön, wenn du mich berührst. Es ist so schön, wenn du mich verführst. Deine Augen verraten so viel, will mit dir dieses heiße Spiel. Nicht nur eine Nacht, nicht nur eine Nacht. Dieses Spiel der Liebe, nur wir zwei allein, amore mio. Dieses Spiel der Liebe, was kann schöner sein, amore mio. Du bist der pure Wahnsinn, hab sowas noch nie erlebt. Oh amore mio, ich spür wie die Leidenschaft in mir weht. Halt mich ein letztes Mal, bevor ich gehe. Dieser Abschied hier von dir, er tut so weh. Du hast gewusst, ich bin nicht frei. Sag jetzt kein Wort, denn es ist vorbei. Ich bin nicht frei, bin nicht für dich frei. Dieses Spiel der Liebe, nur wir zwei allein, amore mio. Dieses Spiel der Liebe, was kann schöner sein, amore mio.
ist der pure Wahnsinn. Hab sowas noch nie erlebt. Oh, amore mio, ich spür, wie die Leidenschaft in mir weht. Oh, amore mio, ich spür, wie die Leidenschaft in mir weht. Also die sind jetzt die original Leberkässemmel, oder? Hauchdünn. Hauchdünn aufgeschnitten. So hauchdünn. Keine Macht, das ist ein richtiger Profi. Oh, gut. Aber jetzt wird schon frischer, jetzt ist der Biergarten gleich wieder starrer geworden, gell? Messerwechsel. Dann machen Oder magst wir du mal Scherzen? halbe. Ja, mag Scherzen. So, Viel wegen die Scherzen nicht, gell? Das ist komisch. das ist witzig. Ja, das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Ah, Das ist genau wie wenn ich ein Händel kaufe und die Haut schmeiße weg. Ja, genau. Ja. Das ist das Beste. Ja, das kann man gelten lassen als hauchdünn. Ja. mit Webs. Aber schau, da ist so viel übrig, da kannst du gut belegen. Nicht. Ja. Das schaut sich so. Da Drüber lass, einen kleinen Fronten drauf haben. da lässt du die Daniela nicht lumpen, gell? Also richtig fett. Ja, es soll ja auch Leberkasse mit werden, gell? Ja. Und kein Das weiß ich Sie. nicht. Wow. Ein schönes König Ludwig-Bild. Genau mein Geschmack. Ist das geil. Der Postsaal, nee, Festsaal. Super. Ist das ein geiles Objekt? Unglaublich. Da kann man einiges draus machen. Also streng denkmalgeschützt. Wo die Kulisse ist vom Wirtshaus Wolfinger und da herum ist ein schöner Saal. Und das ist alles denkmalgeschützt. Wow. Was für ein geiles Teil. Das ist der originale Tisch. Ja. Die geile Filmkulisse. Da sind wir beim Kartenspielen und beim Saufen sind. Dann die Theken. Ja. Mega cool. Original, alles super eingerichtet. Also das ist wie gesagt der berühmteste Tisch vom Franz Eberhofer Krimis. Schöne Balken. So. Da lassen wir es jetzt richtig schmecken, unser Bier. Saugeil. So wie am Fetzen. Ja, meine lieben Eberhofer-Fans, wir haben heute hier in Deutenhausen an einem Original-Drehort, und zwar beim Wolfinger, da wo immer gedreht wird auch. Wir haben heute alle zusammengekommen hier zu einem Fan-Treffen, zu einem etwas größeren Fan-Treffen. Es waren heute schon viele Leute da. Möchten wir uns mal bedanken für die Gäste, die heute schon da waren und wo noch immer noch da haben. Vielleicht die wo noch kommen. Genau. Ja, wie viele waren denn da? Es werden heute rund zwischen 50 und 70 Leute, was da gewesen sein. Nee, waren noch 200, oder? Nee, Wir waren eigentlich darauf ausgerichtet, dass mehr kommen, aber na ja, gut, einige haben abgesagt. Aus bestimmten Gründen, wo sie dann gesagt haben, okay, ist verständlich. Wir wollen euch halt heute das nur mal bloß ein bisschen näher bringen, was wir alles machen, was wir veranstalten, wozu wir in der Lage haben. Also wir können jederzeit wieder so ein Fan-Treffen machen. Helmut, du wolltest ja noch einiges wissen über uns auch.
Was wollt ihr denn über euch wissen? Was wollt ihr jetzt über euch wissen? Das muss ich mal etwas überlegen. Das ist eine gute Frage. Uns gibt's, was er da vielleicht schon mal vorab, uns gibt es jetzt mittlerweile, einen Fanclub gibt es jetzt mittlerweile seit 5 Jahren. Ihr seid ja die Einzigen. Es gibt ja noch einen kleinen auch, oder? Es gibt nur einen kleinen noch, aber wir haben der erste offizielle Franz Eberhofer Fanclub e.V. Wir haben auch eine anerkannte Gemeinnützigkeit. Das heißt also, wir dürfen also auch Spendenbescheinigungen schreiben, wenn uns jemand eine Spende zukommen lässt. Dürfen wir das auch ausstellen, weil wir eben die anerkannte Gemeinnützigkeit haben, was die anderen nicht dürfen. Genau. Weil die eben einfach diese Gemeinnützigkeit haben. Natürlich, Gemeinnützigkeit heißt dann wieder, dass wir natürlich auch gemeinnützige Veranstaltungen machen wollen, dass wir eventuell sogar für bestimmte Sachen Spenden sammeln, wo wir die Spendengelder dann weitergeben. Wie zum Beispiel, was uns momentan eigentlich ein Anliegen wäre, wir haben erfahren vom Vater, der ist jetzt ein Vater geworden, die Mutter ist bei der Geburt gestorben. Der Vater muss natürlich jetzt bei seinem Buben daheim bleiben, hat in Töging am Inn ein Haus gebaut, steht natürlich jetzt da, das Haus ist da, das Haus ist natürlich wie meistens nicht abbezahlt noch und man halt jetzt schauen, wie er zurechtkommt. Es läuft da auch eine Found-Me-Spendenaktion, da war schon einiges an Geld zusammengekommen ist, aber man kann ja in so einer Situation nie genug Geld haben. Er muss für seinen Buben sorgen, er hat die Beerdigung von seiner Frau natürlich organisieren wollen. Es hat natürlich auch die Gemeinde Töging hat da fleißig mit dazu geholfen. Und wir wollen halt jetzt auch irgendwie schauen, dass wir da jetzt irgendwie mit Spendensammlungen irgendwie dazu helfen können, um einfach dieser Familie, dieser kleinen Familie ein bisschen was Gutes zu tun. Den Link können wir dann unten, wie gesagt, in die Videobeschreibung rein tun, oder? Genau, den Link können wir dann unten in die Videobeschreibung rein, Spendenkonto. Übrigens sitzen wir am originalen Tisch vom Drehort. Genau, wir sitzen jetzt übrigens hier am Original Drehtisch. Da ist der Steffen jetzt einmal. Da stoßen wir erst einmal an. Prost. Ja, zu Mountain. Grüß dich, Ein Prösterchen. Seid auf, da der Rauch aufgeht. Ja, schauen wir mal, ob wir dann über Konkurrenz machen. Glaube ich nicht ganz. Da fällt der schöne Turm mit den Da fällt der Schnapsgaselturm nur dazu, ja. Das war da wieder nicht hergerichtet. Na gut. Wir haben natürlich heute auch dementsprechend was aufgebaut gehabt. Draußen steht ein Zelt noch, da wo wir natürlich bei der Feuerwehr Eisolzried und beim Burschenverein Deutenhausen recht herzlich bedanken möchte. Die haben uns gestern das Zelt aufgestellt. Dann möchte ich mich natürlich hier auch bei der Besitzerin, bei der Irmgard Peis bedanken, die uns heute die Möglichkeit gegeben hat, dass wir heute da reingehen können, die uns heute das Wirtshaus aufgesperrt hat. Super. Das ist also keine Selbstverständlichkeit, dass man da reinkommt. Es kommt nicht jeder rein. Aber für uns hat es heute einmal ausnahmsweise gemacht, dass man eben da mal unsere Fans zeigen kann, wo diese Filme gedreht werden überhaupt. Wie der Drehort von innen ausschaut, weil im Film sieht man zwar immer einiges, aber halt nicht alles. So sieht man jetzt das ganze Gebäude einmal. Und das ist natürlich schon für die Fans und auch für uns immer schon ein Erlebnis, wenn man das einmal sieht wieder. Weil das einfach, wie soll ich sagen, das ist Highlight. einfach ein Highlight, ist Ja, das in Original. in unserem Fan-Dasein. Da wo die schon einen Ding drauf gehabt haben. Und das ist geil. Wir werden das Ganze natürlich auch wiederholen. Wir haben also schon in Planung jetzt für nächstes Jahr, dass wir da wieder in Deutenhausen was machen. Also gut. Es werden dann nächstes Jahr auch wieder in Frontenhausen dann auch wieder Führungen stattfinden. Wir werden dann auch wieder diese kostenlosen Führungen, übrigens kostenlose Führungen anbieten. Wollen wir natürlich dann auch eine Einkehr machen. Und zwar werden wir dann bei der Angela Nebauer, die hat ja jetzt mittlerweile Eiskaffee, Franzls Eiskaffee, werden wir dann einkehren, werden wir sie besuchen. Die war heute übrigens auch da, ist halt auch aufgetreten. Dann wollen wir uns auch noch bedanken bei ihr. Das ist natürlich auch keine Selbstverständlichkeit, dass die da einfach kommt. Sie hat es halt gemacht für uns. War eine super Sache heute. War schön. War wirklich schön, ja. War wirklich super. Und ja, wie gesagt, wir würden uns natürlich freuen, wenn dann 2025 sich wieder viele Leute ummelden,
auch nach Frontenhausen oder hier nach Deutenhausen kommen, wenn wir das dann wiederholen. Darf uns wieder über viele Fans freuen. Wir können natürlich wieder das Zelt aufstellen. Also es gibt die richtig dicken, fetten Leberkassemmeln bei uns. Hauchdünn aufgeschnitten. Hauchdünn geschnitten, Ja, so wie sie sich gehört. so wie es sich gehört. Dicker wie ein Semi. Das heißt ja Leberkassemmel, also muss auch dementsprechend viel Leberkass drauf sein. Ja. Ist noch genügend da. Wie es mit der Lupen so, was mit der Leberkasse liegt, das ist unglaublich. Weißt du, mit der Lupen da? Ja. Wieder den. Nein, Genau. ist schon richtig so. Ja, die ganzen Videos, die heute gemacht werden, ist natürlich auch keine Selbstverständlichkeit, lieber Helmut. Wir sagen danke. Wir machen das alles nur für euch. Für uns. Schaut mal vorbei bei seinem YouTube-Kanal auch. Janka Filmschmiede. Da seht ihr dann auch die ganzen Videos. Natürlich auch dann bei uns. Schreibt eine Kommentare, abonnieren nicht vergessen. Glocke abonnieren nicht vergessen. Und liken natürlich, eh klar. Und liken. Und wer jetzt das Video nicht gefallen hat, dreht seinen Computer einfach wieder an. So schaut's aus. Genau. Genau. Da haben wir gar nicht lange miteinander. Genau. Also wie gesagt, wir sagen danke für alle, die heute da waren. Ja. Helmut, ich sag dir auch nochmal danke Auch fürs die Kommen. ganzen 200 Leute, was da im Hintergrund zuschauen. Vielen Dank nochmal. Danke, danke. Nicht ohne klatschen, zwei gegangen, ne? Super, danke. Dankeschön. Jetzt holen wir die Sterne vom Himmel. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Es gibt so Limit, gell? Und einen Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmel, den schenkt
Wahrscheinlich war er wieder mal blau. Vielleicht ohne Wasser, vielleicht ohne Erde. Die Macht ist immer genau. Er lebt um, er lebt hin. Und ihre Länder zurück. Dann ging er schön durch Ocean auf. Dann springt er weiter gleich verrückt. Jetzt ist es schon überhoben her. Ich heute nicht ohne Erwartung. Jetzt will ich erhoben und war das nicht weg. So gibt's nur ja alle Klaus. Und alles liegt von mir. Ich will nur zurück zu dir. Ich will nur zurück zu dir. Zu mir. So andere Zeit. Ich war früh. Du bist so bereit. Jetzt nur ich war allein. Ich will nur zurück zu dir. Ich will nur zurück zu dir. Ich will nur zurück zu dir. Zu mir. So andere Zeit. Ich war früh. Du bist so bereit. Jetzt nur ich war allein. Ich will nur zurück zu dir. Ich will nur zurück zu dir. Ich will nur zurück zu dir. Zu mir. So andere Zeit. Ich war früh. Du bist so bereit. Jetzt nur ich war allein. Ich will nur zurück zu dir. Servus meine lieben Eberhofer Krimi-Fans. Gestern waren wir in Deutenhausen beim Wirtshaus Wolfinger. Da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken an die Organisation Daniela und Werner Fuhrmann vom ersten offiziellen Franz Eberhofer Fanclub e.V. Toll organisiert, die Leberkassiemen, wie es sein soll. Mega lecker und hauchdünn aufgeschnitten. Genauso soll es sein, richtig hauchdünn aufgeschnitten, 2 cm, weil alles was unter 2 cm ist, ist ein Aufschnitt, also haben wir richtig gut was hingebracht. Ja, hätten ein bisschen mehr allein sein können, aber auf dem Großen und Ganzen mit Angela Neubauer, ich sage jetzt mal, war das ein gelungener Tag gestern, Wetter war bombastisch und was das Highlight war, die originale Filmlocation. Ja, vom Wirtshaus Wolfinger mit dem originalen Tisch, wo sich das Ganze abspielt, einfach mal zum Singen und da kommt man normalerweise nie rein, außer bei besonderen Anlässen. Also nochmal ganz lieben Dank an die ganze Organisation, an das leckere Bier, an den Burschenverein Deutenhausen. Super organisiert und wir freuen uns schon wieder auf nächstes Jahr, 2025 und tolle Leute übrigens, genau, tolle Leute, was man da so sieht. Alles Gleichgesinnte, so wie es eigentlich sein sollte. Und das war ein gelungener Tag. Also meine Lieben, habe ich alle lieb. War geil, hat mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe, die anderen auch. Also Servus, für euch.